liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer für Bildung, ich bin immens froh, ihr Haut alle Gelegenheit zu begrüßen. Ich bin noch alle guten Vertreter von den Parteien, merci, die kommen sind, die LSAP, die Lenk, die KPL, die Grünen kommen auch nachher, soweit ich informiert bin. Ihnen eine große Merci für eure Unterstützung, auch bei der Mobilisierungskampagne. Wir sind heute zu einer ganz speziellen Gelegenheit hier, und zwar als es unsere erste Edu-Aktion am Kader vom Internationalen Tag von der Bildung. Der 24. Januar ist hinter dem Center 2018 von der UNO zum Internationalen Tag von der Bildung ausgerufen gehen. Ich begrüße noch ganz herzlich als Kolleginnen und Kolleginnen aus den Europaschulen. Probieren Sie auf Englisch. Dear international teachers, thank you for coming. An English speech will follow after my speech. So, ich gebe auch Jidverein ganz herzlich anladen, bei unserer Postkartenaktion mit 3 Wünsche für Bildungspolitik mitzumachen. Wenn ihr euch da eine Postkarte mit dieser Wünsche angeht, können wir euch nicht versprechen, dass sie realisiert wird, der könnt aber einfach drehen. Und da könnt ihr euch auch noch die neue Publikation von der Fondation Robert Krebs zur Bildungsungerechtigkeit angucken, da haben wir ein paar Exemplare hier. Das alles findet ihr da bei unserem Martin an unserem Zelt. Wir geben aufhängen mit einem Text von einem Schweizer Kollegen, dem Roger von Wartburg, den am Lehrerinnen- und Lehrerverband Baseland aktiv ist. Sein Text, wird er selber feststellen, ist auch extrem passend für Lützeburg. Ich hoffe, die hat da genauso viel Fried wie wir da hatten. Und auch noch meine werten Hund. Wir sollen dem Roger von Wartburg von hier ein großes Merci für die Bereitstellung von seinem Text. Und da da überlos nicht vor dem Annemarie Eichensee und dem Michael Reuter für die Schule wird's schon richten. Ein Kind schlägt zu und eins zurück. Die Lehrperson muss schlichten. Gewaltig schockt uns die Gewalt. Die Schule wird's schon richten. Manieren fehlen da und dort, erschreckende Geschichten. Herr Knigge gilt als überholt. Die Schule wird's schon richten. Rassismus und Homophobie, so zeigen Übersichten, sind vielen Kindern gar nicht fremd. Die Schule wird's schon richten. Die Kindergartenlehrerin, ich hört von Sonderschichten, soll volle Windeln wechseln auch. Die Schule wird's schon richten. Bewegungsmangel, adipös, welch Last mit viel Gewichten. Zu Hause ist der Fastfood King. Die Schule wird's schon richten. Es sinkt die Stimmbeteiligung, wie Medien belichten. Und einig sind Experten sich, die Schule wird's schon richten. Ob Posten, Gamen, Bildschirmsucht, man liest in den Berichten, den richtigen Umgang mit IT soll auch die Schule richten. Der Lehrplan wächst und wächst und wächst. Die Lösung heißt verdichten. Am Ende steht Beliebigkeit. Die Schule soll das richten? Grammatik und Orthographie, die Sprache sitzt mitnichten. Zu Hause wird gelesen kaum. Die Schule wird's schon richten. Wenn Helikoptereltern wollen, sieht man sich vor Gerichten. Dem Kind wird alles abgenommen. Wie soll das Schule richten? Die psychologische Belastung wächst, bei Kindern, Neffen, Nichten. Der Absentismus wächst damit. Die Schule wird's schon richten. Wer wirklich glaubt, die Schule könne alles wieder richten, was die Gesellschaft nicht mehr schafft, dem ist nicht beizupflichten. Es soll die Schule weiterhin zur Bildung sich verpflichten. Was leuchten soll in unserem Land, kann Schul allein nicht richten. Der Lehrermangel tost, die Lehrereien sich lichten. Drum bürdet immer mehr ihr auf, wer Schule will vernichten.
Vielmals merci an Maria Michel. Das ist die erste Keier, dass wir als SEW den Education am Kader vom Internationalen Tag von der Bildung organisieren. Und das hier ein wichtiges Zeichen für zu unterstreichen, wie wichtig Bildung als Fundament für eine nachhaltig, eine gerecht und eine inklusive Gesellschaft ist. Gerecht Bildungschancen für jede sind Garant für soziale Kohäsion und für soziale Frieden. Als SEW stehen wir an für eine Schule, die gerecht ist, für eine Schule ohne Gewalt und Mobbing, für eine inklusive Schule mit den nötigen Ressourcen. Für eine Schule, an der die Enseignants und der psychosoziale Personal die nötige Unterstützung und Rückhalt haben, für ihre Arbeit an aller Serenität und Ruhe nachgehen zu können. Mit Realität Terrain ist das eine andere. Die Enseignants und das psychosoziale Personal, die alltag 4. Klasse stehen, schaffen teilweise in schwierigen Konditionen. Es fehlt Ressourcen, es fehlt immer und Unterstützung an dem nötigen Rückhalt aus den Chefetagen. Professionalität von den Enseignants wird immer auf Frage gestellt. Viele Leute Terrain fühlen sich ganz einfach längenlos. Der neueste Rapport vom OEJQS, von dem wir meinten, eine Zusammenfassung am Wortstung, belegt ganz klar, dass es dem Schulpersonal nicht gut geht. Und das, obwohl sie all für ihren Beruf brennen und gerne mit den Schülern arbeiten. Wir als Bildungspolitik hat leider zudachs weit Wäsch vom Alltag, a weit Wäsch von den Klassenzimmern gemacht. Die Leute, die Alltag an der Klasse 400 Schüler stehen, die Enseignants sind die politische Reformen umsetzen müssen und Konsequenzen direkt zu spüren kriegen. Neueste Beispiel ist die Alphabetisierung auf Französisch. Da gibt ein Projekt an eine Timeline erstellt, an Personal an den Schulen muss du nur gucken, wie es sich gedreht und gekehrt kriegt, für das alles Terrain umzusetzen. Und genau da ist es, wo wir als Gewerkschaft sagen, lauscht auf uns, lauscht auf den Terrain. Wir haben Kompetenz und Erfahrung, wir sind auch gewillt, konkreten Input zu einer Reform an Mesure zu gehen. Wir freut uns, holt uns mal an das Boot. Ohne stark Enseignant gibt es kein stark Schüler und keine stark öffentliche Schule. Wir müssen Personal Terrain konsequent stärken. Den Enseignant, den Educateur Terrain brennt wohl für Bildung. Wir können also nicht leisten, hin zu verbrennen. Als SEW OGBL fordern wir da wenigstens. Wir brauchen effikaz und transparent Prozeduren gegen Gewalt und Mobbing. Das Wohlbefinden und der Schutz von den Schülern und den Enseignants muss eine Priorität sein. Es geht da wenigstens nicht, wenn Probleme klein geriet oder unter den Teppich gekehrt gehen. Kein Schüler, kein Enseignant soll oder durch physisch oder psychisch Gewalt hinholen. Auch so wie das Berufsrisiko können wir nicht akzeptieren. Schulpersonal hat aktuell keine Möglichkeit, sich effikaz gegen Mobbing und Willkür zu wehren. Es hängt vom Gutdünken von den Direktionen oder den zuständigen Beamten im Bildungsministerium auf, ob Probleme echt geholt gehen oder nicht. Das kann nicht sein. Gleich Recht für jeden. Wir fordern dafür eine unabhängige Anlaufstelle und die Schulpersonal sich wenden kann, wenn es sich humiliiert oder schikaniert fühlt. Da soll an aller Objektivität als Charge, EAD-Charge können enquêtiert und dann Rekommendationen können gemacht gehen. Für den Enseignant und das ganze Schulpersonal zu stärken, brauchen wir endlich Personaldelegationen an der Schule, so wie das am Privé schon lange der Fall ist. Die aktuelle Konferenz du Lycée sowie die Schulkomitien am Fundamental sind strukturell einfach nicht stark genug abgestellt, für als Vertreter vom Terrain eine starke, für allem auch eine kritische Stimme zu haben.
Wir sind die letzten Jahre immer mehr weiter weggeregelt von einem basisdemokratischen, partizipativen Modell hin zu einer Top-Down-Gouvernance. Dabei sind es Leute um Terrain, die alltag mit viel Engagement und Motivation kreativ Lösungen entwickeln, die kann encouragieren und fördern. Wir sind es, die trotz aller Widrigkeiten alltag eine gute Bildung probieren zu garantieren. Dafür ist es mehr wie überfällig, dass die Expertise und Professionalität vom Schulpersonal um Terrain endlich anerkannt wird. Wir können nicht die ganze Verantwortung für Sachen, die an der Schule schieflaufen, auf den Enseignant vom Terrain aufwälzen. Den Enseignant aber gleichzeitig immer mehr Rechtfertigungszwang bringen, an ihm dann kaum Mitsprache oder mit Gestaltungsrecht zugestehen. Den Enseignant Personal um Terrain als den Expert für seine Schüler. Seine Meinung ist wichtig, seine professionelle Einschätzung ist wichtig und muss seriös geholt gehen. Es geht nicht durch, dem Schulpersonal Resilienzkuren zu rekommandieren, was sie Alarm schlagen. Das Infantilisierung bringt weder den betroffenen Leuten etwas, noch löst irgendein Problem an der Klasse oder mit einem Kant. Es ist höchstens dafür, dass alle Akteure um Terrain sich zweimal überlegt, ihre Nachdenken noch Hölle fried. Damit wären wir bei einem anderen wichtigen Thema gekommen, den uns alle Huren um Herz leidet, die Inklusion. Denn SEW-OGBL steht ganz klar für eine inklusive Schule. Mit der Inklusion geht es nicht zum Nulltarif. Und auch nicht, ohne dass die Ressourcen sinnvoll da angesagt werden, wo sie am meisten gebraucht werden. Und das um Terrain. Was hilft einem Kant die bestgefeuerten Dossier mit den schönsten Berichten und Diagnostiken, wenn es nur 2 Jahre Odyssee dann herrscht? Es lädt, wir haben keinen Platz und keine Ressourcen. Eine inklusive Schule kann nicht allein auf die Schulre vom Enseignant gedroht gehen. Es braucht Psychologen, Sozialpädagogen, Edukateure, Logopäden und so weiter, die an eine Klasse kommen, wenn es nötig ist, und die unkompliziert und schnell ergreifen können. Es braucht effiziente Mesuren, die sehr helfen, solange das Problem danach überhaupt zu lösen ist. Dafür lauscht auf die Leute vom Terrain. Lauscht nur, wenn wir so, dass es so nicht mehr geht. Leider haben wir allzudags feststellen, dass neue Gesetze und Direktiven und Papier gut ausgesehen, aber dann am Klassenzimmer nicht praktikabel sind. Dafür lauscht auf die Experten um Terrain, wir haben konkret Proposen zu machen. Wir brauchen kein Papierkrieg, kein administrativ Wasserkap, kein Kontrollzwang, kein immer mehr komplizierter Prozeduren. Was wir brauchen, das ist mehr Menschlichkeit an unseren Schulen. Wir brauchen einen ehrlichen Debat über das, was die Schule leisten kann und soll. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was am Ende vom Tag das einzig Wichtigste ist. Grundrecht von allen Kant auf eine gute Bildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brennen für Bildung, aber wir wollen nicht verbrennen. Wenn wir eine gerecht, inklusiv, eine gute Bildung für uns Kinder wollen, da geht es just, wenn die Leute um Terrain, Gewerkschaften, Politik und die Administration Hand an Hand zusammen schaffen. Ein grosses Merci an alle Guten, die heute hier auf die Aktion von tut und die dir für Bildung ansteht. Merci auch dem Herrn Ruppert, das ist ein für Fokus. Zusammen kämpfen wir weiter. Vive Bildung, vive den ACW und vive Education.
Voilà, ich war da plötzlich auf Englisch weiter. Merci an alle Kollegen aus dem traditionellen System, die kommen sind. So, dear colleagues and supporters of education, thank you for coming to our picket line on the occasion of the International Day of Education. For the ICV, education is key to a better and more democratic society. We do not only teach our subjects to our students, we teach critical thinking, we teach social values, we teach respect and understanding for each other. Our job is very demanding and essential. Without teachers, without free public schools, society would look a lot different. However, we are not at a point we want to be. Our schools lack clear guidelines on how to deal with violence and mobbing. We are too often left alone, and we often observe that victims of violence and mobbing are not protected enough. We need clear guidelines for our schools. We need a better protections for students and teachers. Our union is currently running a campaign with the Public Service Department of the OGBL. We ask for independent point of contact for victims of mobbing who work in the public sector. It is unacceptable for us that victims of mobbing are not as well protected in the public sector as they are in the private sector. We are here to say loud and clear, equal rights to everyone. The SEV stands for inclusive schools, but inclusive schools don't come at zero costs. We need more psychologists, social workers, educators, speech therapists, and others who can step into the classroom quickly when help is needed. We need efficient measures while the problem is still solvable, and we need less bureaucratic procedures when we ask for help and for our students with special educational needs. As teachers, we are experts in our field. We work every day in the classroom with our students. We are the ones putting reforms into practice, but too often our voices are not taken into consideration when reforms are planned or when advice is needed. We also stand here to say loud and clear, listen to us, involve our expertise in planned reform, listen when we voice concern. We also stand for democratic values at our schools. Our ministry likes to celebrate democracy and values and events like the Week of Democracy on social media. But in reality, our staff and student representations are incredibly weak. Teachers and other school staff need strong staff delegation. How can it be that according to current legislations, when parents, teachers, and students' representations disagree with decisions that management take, that the management always has the last word? Is this called democracy, Mr. Maisch? We ask for the same staff representations than in the private sector. We ask for protection against dismissal, and we ask for more hours for staff representatives to do their work. Today, we stand here to say loud and clear, we need changes, we need respect, and we need it now. Thanks a lot for coming. Vielmals merci, dass ihr gekommen seid. Merci auch dem Vera, merci ich denke alle Guren, nach einkehr alle Guren der Politiker, die de W auch hier erfunden hat, an ich gebe jetzt schlo alle Matze machen bei unserer Postkartenaktion, der Fanzer hier in dem Zelt, schreibt euch ob, was dir um Herz leid, wir machen das publik und dann darf da wie gesagt auch ein drinnen. Merci.